Guten Tag, ihr Leid! Weiter geht's mit Apollo Justice, Ace Attorney, der zweite Fall. Wir haben gestern erfolgreich Chusys Höschen gefunden, aber wir haben uns das Höschen noch gar nicht angeguckt. Müssen wir natürlich machen. Wir sind ja Detektive im Moment. Also, würde ich mal sagen, dann gucken wir uns mal in aller Ruhe Chusys Höschen an. Moment, das war ein falscher Knopf. So, hier ist es. Ein Zauberutensil im Auspuff eines Autos bei der Meraktis-Klinik gefunden. So, also. So. Oh, Moment, da ist ein Schleif drauf oder was? Ist irgendwas? Ich frage mich, ob da vielleicht sowas wie ein Schalter dran ist. Natürlich nicht. Geheimnisvoll. Oh, möchtest du das Geheimnis meines Höschens erfahren? Nein, danke. Wer benutzt denn schon auf der Bühne Zauberhöschen? Okay, das war jetzt nicht so... Okay, dann... Hier gibt es nichts mehr, da waren wir überall schon. So, dann müssen wir wieder ein bisschen uns bewegen. Was habe ich denn... Nee. Also, wir gehen nochmal in die Hickfield-Klinik. Vielleicht ist wir warten auf Phoenix Wright. Der scheint nicht hier zu sein. Okay, weiter geht's. Dann gehen wir zur Alles Right-Agentur. Da kommen wir doch gerade her. Ach so. Okay, wir scheinen irgendwo etwas vergessen zu haben. Komm, wir zeigen ihr das Höschen. Das ist bestimmt, will sie das sehen. Nee, tut mir leid, Kleiner, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Handy? Weiß er auch nicht. Aber den grünen Spiegel vielleicht? Ich habe herausgefunden, wem dieser Spiegel gehört. Oh, du bist ja wirklich gerissener, als du aussiehst. Du sag schon, wer war es? Wo wohnt diese Person? Ich hab's vergessen. Ich weiß es noch, Apollo. Es war die Meraktis-Klinik. Psst. Warum? Ich hab doch recht, oder? Meraktis, wie? Ja. Warum ist sie plötzlich so still geworden? Stimmt etwas nicht? Nein, achtet nicht auf mich. Danke für die Info. Okay. Das ist seltsam. Warte mal, wir gucken nochmal darüber. Kann man vielleicht reden? Nee, also. So, ich weiß jetzt, ob ich jetzt die Schuhe brauche. Ich lasse mal drin liegen, okay? Kann ich mit dem da reden? Nee. Wir gehen mal zum Nudelhaus, oder? So. Chusy hat nämlich Chusy hat die Schüssel erwähnt. Und dann dachte ich so, hä? Die Schüssel? Aber die haben wir ja gar nicht angefingert. So, gehört das Ihnen, Herr Eldun? Hey! Das hier ist das Herz und die Seele von Elduns Nudels. Ihre Form ist perfekt und harmoniert so optimal mit meinen perfekten Nudeln. Wow, sie riecht nach Nudeln. Die ganzen anderen Schalen wurden mit meinem Stand geklaut. Finden Sie ihn für mich, ich bitte Sie. Schale zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ja, also. So, wir haben irgendwie was Neues. Da gucken wir uns gleich mal die Schale an. Oh, guck mal da. Das ist das Maskottchen von Elduns Nudels. Meister Salzig. Er ist so süß. Ein sonderlich liebenswertes Maskottchen. Weißt du, genauer betrachtet, sieht es dir ziemlich ähnlich, Apollo. Besonders die Stellen mit dem Rot. Es ist nur rot. Kann ich was dafür, dass ich rot mag? Ja, okay. Oder noch einer. Oh, sieh mal. Ich liebe diese kleinen persönlichen Noten. Eine Schande, es am Boden der Schale zu verstecken. Huch, als ich es angefasst habe, ist die Farbe abgegangen. Er muss von Hand und mit wahrer Liebe gemalt haben. Mit kühler Berechnung, nachdem er die billigste Farbe gekauft hat, die er finden konnte. Okay, kann man noch irgendwie was gucken? Nee, dann noch nur eine Schale. Alles klar. So. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen hier? Hundi. Kann man die Schale übersehen, also sowas. So.
Da dürfen wir nicht rein. Da hat die Polizei was dagegen. Polizeiauto haben wir schon geguckt. Das haben wir geguckt. Fenster gibt's nichts. In der Garage waren wir drin. Brauchen wir noch was aus der Garage? Nee, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt das fehlende Teil war. So, und jetzt bewegen wir uns in die Hickfield-Klinik. 15. Juni, Hickfield-Klinik. Ah, der Phoenix war nicht da. Siehst du, ja, es ist öfter so, wenn du irgendwas vergessen hast, irgendwas, wo du unbedingt brauchst, dann geht das Spiel nicht weiter. Dann musst du halt irgendwie nochmal alles absuchen, bis du das Vergessen halt findest. So, also, hey, wie geht's? Paps, wie fühlst du dich? Ja, nicht schlecht, Tusi, nicht schlecht. Gut, euch 2 Heißspanner an dem Fall zu wissen. So, gönnt dem alten Paps mal seinen wohlverdienten Schönheitsschlaf. Im Alter braucht man halt mehr Pausen. Ist er nicht erst 33? Wir haben den Fall größtenteils aufgeklärt. Ich habe mich nicht in dir geirrt. Kompetent, leistungsfähig. Erzähl mir doch, was du herausgefunden hast, wenn du magst. Ihr Enthusiasmus ist geradezu überwältigend. Pass auf. Also, Fortschrittsbericht. Also, so früh hätte ich euch nicht zurückerwartet. Polly ist unglaublich. Er hat mein Höschen so schnell gefunden. Fast, als hätte er es selbst gestohlen. Du hast eine seltsame Art, einen zu loben. Und? Hast du den Sonntagsfahrer gefunden, dem ich meinen 10-Meter-Flug verdanke? Anscheinend handelt es sich um einen Arzt aus der Meraktis-Klinik. Meraktis, Hab von ihm gehört. Nichts Gutes allerdings. Da fällt mir ein, vor der Klinik hat ein Polizeiauto geparkt. Vielleicht ist irgendwas passiert? Was genau ist diese Meraktis-Klinik eigentlich? Ich kenne nur Gerüchte. Die Klinik hat jede Menge gutes Geld gemacht. Auf eine üble Weise. Übel? Verbindungen zum organisierten Verbrechen. Die Familie Kentucky. Kitaki vielleicht? Achso, ja. Das hat er mit Absicht gemacht. Es gibt Verletzungen, mit denen kann man nicht in ein normales Krankenhaus laufen. Sie lassen sich in der Meraktis-Klinik wieder zusammenflicken. Interessant. So, Volkspark. Scheint, als wäre in dem Park irgendwas passiert. Es wurden Körper gefunden. In äußerst ungewöhnlichem Zustand. Ungewöhnlicher als die Tatsache, dass er tot war? Das geht uns jedenfalls nichts an. Genau, wir sollten uns lieber um den Nudelstand kümmern. Wo bleibt die professionelle Neugier? Danke, ehrlich. Wenn ich ausgeschlafen habe, gucke ich mir vielleicht mal diese Meraktis-Klinik an. Ich verlange vielleicht etwas Schmerzensgeld. Ein kleiner Prozess könnte mir gut tun. Wie sieht's denn mit meiner Bezahlung aus? Der Unfall ist aufgeklärt und dann haben wir noch das Kleidungsstück hier gefunden. Mein Höschen! Bleibt nur noch der Nudelstand. Komm ruhig vorbei, wenn du nicht weiterkommst. Ich helfe gern bei allem, außer es geht um Geld. Tschüss, Bezahlung. Hallo, Ehrenamt. Gut, lass uns zurück ins Büro gehen und unseren nächsten Zug planen. Okay. Kann ich dir wenigstens das Höschen deiner Tochter zeigen? Guck mal, mein Höschen. Endlich wieder zu Hause. Danke, Apollo. Ich hatte mir schon Sorgen um das gute Stück gemacht. Schusi wollte es unbedingt. Was für ein rührendes Beispiel elterlicher Fürsorge. Ich hätte ihr nur sehr ungern ein neues gekauft. Ein nicht ganz so rührendes Beispiel eines Geizkragens. Ach so. Guck mal hier, Handy. Fast schon beruhigend, so gründlich ignoriert zu werden. Nudeln? Okay. Spiegel? Ah, das hatte ich also zu dem Auto geführt. Jawohl, der Spiegel, den sie abgebrochen haben, gab uns den entscheidenden Hinweis. Gute Arbeit, Apollo. Natürlich könnte man auch sagen, dass der Fall nur dank mir gelöst werden konnte. Spiegel abzubrechen ist ja auch eine echte Meisterleistung, aber echt, hey, komm, du bist mir zu dumm hier. Ich gehe jetzt in die Alles Right Agentur, wie es gehießen hat, so. 15. Juni, alles Agentur Right. Alles Agentur Right, alles Right Agentur, ihr wisst, was ich meine. Oh, kenne ich, das ist die Tochter von Plum. Sie sind die Frau vom Anwesen der Kitakis. Ja. Ich hab's gewusst, irgendwas ist los und sie wollen unsere Hilfe, nicht wahr? Da sind sie bei uns richtig gelandet. Hier entlang, bitte. Dankeschön. Ich heiße Alita Tiala.
Attila. Attila? Ich muss den Namen Alita Tiala? Die hat ja gar keine Tiara an. Also ist auch egal. Ich hätte da ein Anliegen. Ja komm. Die Bitte. Ja, Anliegen. Lassen Sie mich raten. Ihnen wurde etwas gestohlen? Ihr Flyer, da steht, ab jetzt verteidigen wir auch. Da dachte ich... Was? Sie meinen, Sie wollen, dass ich Sie verteidige? Ich? Vielleicht könnten Sie uns erzählen, was passiert ist? Wurden Sie von einem Auto angefahren? Wurde Ihr Stand gestohlen? Oder Ihr Höschen? Nein. Ich bin eigentlich nicht die Mandantin. Der Mandant wäre mein Verlobter. Ich glaube, so könnte man ihn nennen. Verlobter? Was ist ihm denn passiert? Er wurde heute Morgen verhaftet. Er wird eines Mordes beschuldigt. Mord? Haben Sie gehört, was im Park passiert ist? Nein? Komm, das interessiert mich jetzt. Also, was ist passiert? Mir wurden nicht alle Details verraten. Aber ich weiß, dass im Park eine Leiche gefunden wurde, unweit des Kitaki-Anwesens. Da waren ganz schön viele Polizeiautos. Anscheinend wurde das Opfer mit einer Pistole erschossen. Aber ich habe gehört, dass die Umstände der Schießerei ziemlich ungewöhnlich waren. Und Ihr Verlobter wurde deswegen verhaftet? Sorry. Was für ein Mensch ist Ihr Verlobter denn? Okay, jetzt die Geschichte. So. Dann erzählen Sie mal. Sie verkehren doch im Kitaki-Anwesen, oder? Sind Sie ein Mitglied Ihrer Organisation? Nein, noch nicht. Ach, das ist gar nicht die Tochter von Plum. Das ist, wenn, dann wird es eventuell die Schwiegertochter, oder wie? Noch nicht? Sehen Sie, ich soll nächsten Monat heiraten. Den Sohn vom Boss. Den Sohn vom Boss? Er ist also er ist ein Gangster? Ja, aber die Kitakis sind sehr verantwortungsbewusste Gangster. Ich dachte, das wäre mal eine nette Abwechslung. So ein gutes Gangsterleben ohne Job. Ich denke, da liegen Sie nicht ganz falsch. Frau Kitaki, das klingt nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass Ihr Vater davon sehr begeistert wäre. Also, Ihr Verlobter ist der einzige Sohn der Familie Kitaki, stimmt's? Er heißt Woki. Woki Kitaki. Ich habe ein Foto dabei. Nun, das ist echt ein klasse Foto. Ja, ich weiß. Oh, er kann so mächtig und bedrohlich wirken. Und ist dabei so süß. Aber wenn er doch der einzige Sohn vom Boss ist, ja, er wird sicherlich eines Tages den Platz seines Vaters einnehmen. Tja, ich bin schon Boss von dieser Agentur. Bitte helfen Sie meinem Woki, bitte. Jawohl. Mein erster Fall als Verteidiger für mich ganz allein. Egal, ob er der Sohn eines Gangsterbosses ist. Ich werde seine Unschuld beweisen. Ich habe ein offizielles Gesuch dabei. Ich weiß, dass Sie das brauchen. Offizielles Gesuch zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ein Bittbrief von Alita Tiala bezüglich der Verteidigung ihres Verlobten Woki Kitaki. Gut, dann wollen wir uns mal den Tatort ansehen. Okay. Zuallererst mal... Guck mal, hast du schon mal so ein Höschen gesehen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Tut mir leid. Nein, mir tut's leid, ehrlich. Entschuldigen Sie. Ich hoffe, dass das okay ist. Ich habe noch nie ein offizielles Gesuch verfasst. Oh, das ist perfekt. Ich will doch hoffen, dass das Ihr erstes Gesuch ist. Wenn wir das mitnehmen, können wir am Tatort ermitteln. Ach, deshalb. Ach so, okay. Ich gucke mir das mal an. Komm. Terminierungsauftrag. Warum steht auf dem Umschlag Terminierungsauftrag? Das ist Fachjargon, wie etwa terminieren oder Terminator. Oh, du meinst also Gangsterslang? Aha, dann heißt Terminator im Gangsterslang Anwalt, wegen der vielen Termine. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, sie hat einen falschen Umschlag benutzt. Okay, kann man da irgendwie reinzoomen und dann da oben an die Klappe und dann aufmachen? Nee. Okay. Also, Tatort besichtigen. Können wir jetzt in den Park reingehen? Hickfield Klinik, Kitaki Anwesen. Wir könnten aber auch in die Strafanstalt, könnten mit ihm reden. Wir gehen erstmal Kitaki Anwesen, ne? Oh, da gibt's irgendwie was Neues. 15. Juni, Kitaki Anwesen.
Hier ist also mein erster Mordtatort. Ah, ihr Kinder schon wieder. Ach, der Beamte. Hört mal, könnt ihr denn nicht woanders spielen? Wir spielen nicht. Wir ermitteln, nicht wahr, Apollo? Herr Wachtmeister, ich habe hier einen Bittbrief. Ein Bitt... Wie? Warum steht ein Terminierungsauftrag auf dem Umschlag? Frau Tiala hat wohl das Briefpapier der Kitakis verwendet. Entschuldigen Sie, würden Sie mich bitte durchlassen? Ah, Sie sind es, Herr Gavin. Das ist ein anderer Gavin, wie unser Mentor. Wer ist dieser Kerl? Ich muss schon sagen, ich bin es ja gewohnt, von Damen gemustert zu werden. Aber es ist das erste Mal, dass mir das bei einem Mann passiert. Herr Gavin? Ja, sieht ihm schon ähnlich, aber das ist er nicht. Oder? Ich hab keine Brille auf. Ah, Miss. Jemand so Liebliches an so einem tristen Ort. Kann ich dir helfen? Ja. Dieser Polizist hier will uns nicht hereinlassen. Obwohl wir sogar einen Bittbrief haben. Ihr müsst vom langen Warten hier draußen ganz erschöpft sein. Ich werde euch zum Tatort bringen. Oh, wirklich? Wenn Sie gestatten, Herr Wachtmeister? Ja, jawohl, Herr Gavin. Natürlich, Herr Gavin. Ja, sehr gut. Bitte hier entlang, Miss. Juhu, wir gehen zum Tatort. Hey, was ist mit mir? Ja, genau. 15. Juni, Volkspark. In diesem Sinne, viel Spaß bei euren Ermittlungen. Alter, da ist der Nudelstand. Danke. Werden wir Sie wiedersehen? Das musst du den Wind fragen. Ich richte mich nach ihm. Klapper dir für den Quatsch. Wer war das? Apollo, sieh nur! Eine Leiche! Was? Hey, das ist doch nur eine Puppe. Die hat mich ganz schön erschreckt. Dürfte ich wohl fragen, was Sie hier machen? Oh, ihr seid's. Wie seid ihr Kinder hier reingekommen? Oh, dieser Typ, er sieht aus wie ein Prinz. Er hat uns reingelassen. Der schon wieder. Dieser glimoröse Fatzke. Immer muss er mir Steine in den Weg legen. Jedenfalls, euch ist der Zutritt verboten. Wie bitte? Wir haben hier einen Bittbrief. Einen Moment. Warum hat's diese große Lupe in der Hand? Was ist denn jetzt los? Aha. Diese Handschrift kommt mir irgendwie bekannt vor. Laut wissenschaftlicher Analyse ist dies die Handschrift von Alita Tiala. Danke. Und das rauszufinden hat 30 Minuten gedauert. Und was hat es mit dieser Puppe auf sich? Sie nimmt den Platz der Leiche ein, um den Tatort nicht zu verfälschen. Die Leiche hat den Stand gezogen? Sie sind also Strafverteidiger? Inspektorin Emma Sky. Ich bin für diesen Fall zuständig. Hey, sie hat es zum Inspektor geschafft. Ja, Emma Sky war... Lass mich überlegen. Ich glaube, beim allerersten Phoenix Wright Spiel gab es für die DS-Episode, Phoenix Wright, das allererste Spiel, kam ja eigentlich für den Game Boy Advance raus, jedenfalls in Japan. Im Westen kam es als DS-Spiel raus. Und da haben sie dann noch, um wenigstens ein bisschen was vom DS zu haben, noch einen neuen kompletten Fall dazu gemacht, der letzte Fall. Und da war Emma Sky, glaube ich, dabei. Oh, das reimt sich sogar. Also, sie scheint darüber nicht sonderlich glücklich zu sein. Sie scheint über eine Menge Dinge nicht sonderlich glücklich zu sein. Nur wie sie Schnute zieht. Ich gehe davon aus, dass sie wissen, wie man sich im Hintergrund hält. Ich habe jedenfalls 2 Paar Handschellen dabei. Nur für alle Fälle. Ja, okay. Wir reden erstmal mit ihr. Also, der Fall. Inspektorin Sky? Ruhe bitte. Ich esse gerade. Was ist denn die da? Braune Flips. Oh, was sind das? Schokoflips? Mampf, 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 Mampf. Ja, okay. Mampf, 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 Mampf. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Ja. Wir haben es verstanden. Irgendwie geht gerade nichts voran. Ja, sie hat wohl nichts zu tun. Seufz. Ich darf wohl nie eine Pause machen. Nach 9 Jahren wieder da und dann bekomme ich nicht mal die Position, die ich will. Und dann hat er auch noch als Anwalt aufgehört. Er? Wer ist er? Ein ehemaliger Verteidiger? Inspektorin Sky, Ruhe bitte. Ich esse gerade. Ernsthaft jetzt? Ja, Mampf, Mampf. Okay. Ich glaube, wir können sie nichts fragen. Ich werde das dritte jetzt nicht nochmal fragen.
Ja, lass gut sein. Ich untersuche mal einen Tatort. So, zuallererst mal gucke ich mir den da an. Hey, nicht mit dem Tatort rumspielen. Ja, aber wir müssen doch ermitteln. Ermittlungen müssen von Profis mit wissenschaftlichen Methoden durchgeführt werden. Sie wird uns niemals den Tatort untersuchen lassen, so viel ist sicher. Hey, Apollo. Meine sehr unwissenschaftliche Analyse sagt mir, dass hier etwas nicht stimmt. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist kaum zu übersehen. Ich versuche lieber zu finden, was wir suchen. Da ist ein Eimer. Da ist ein Nudelstand. Hey, nicht mit dem Tatort rumspielen. Ja, aber wir müssen doch ermitteln. Apollo, sieh nur. Dieser Stand. Hat es auch endlich geschnallt. Da steht Elduns. Ja, ich sehe es auch. Nun, immerhin hätte sich die Suche nach dem gestohlenen Stand damit erledigt. Allerdings könnte der Stand der Dinge besser sein. Salz. Ja, natürlich ist das Salz, wenn da schon mal ein Salzding drauf ist. Da ist ein Rezept, Menü, Rahmen und Reisbällchen. Plane. Und dieser Eimer konnte ich noch anfassen. Nee, konnte ich nicht anfassen. Da das Messer vielleicht? Gibt's nichts mehr, was ich hier noch gucken könnte? Nee, irgendwie. Was ist denn in der Gerichtsakte? Okay. Ich muss jetzt aber doch mit ihr reden. Jetzt wundert die wieder. Okay. Ich muss doch. Okay, dann gehen wir jetzt einfach zurück und sagen ihm, wir wissen, wo sein Stand ist. So, also. Natürlich tun wir ihr vorher was präsentieren. Können Sie sich das hier kurz ansehen? Können Sie nicht sehen, dass ich gerade sehr, sehr, sehr beschäftigt bin? Sie essen, ja. Ich schätze, sie isst was. Ja, das bringt uns nicht weiter. Also, sie will halt einfach nicht mit uns reden. Okay, gar kein Ding. Gar kein Problem. Wir gehen zum Kitaki-Anwesen erstmal. Und von da aus gehen wir weiter zu Elduns Haus. Wir können ihm ja sagen... Ah ja, guck. 15. Juni, Elduns Haus. Oh, Herr Eldun. Hallo. Scheint nicht da zu sein. Ja, aber wir haben doch den Stand gefunden. Was ist mit unserer Gratissuppe? Tja, scheint, als müssten wir auf die Suppe noch etwas verzichten. Ja, mal schade. Och, wie doof. Okay, dann... Pass auf. Präsentieren können wir nichts, aber wir können von hier in die Strafanstalt. Da waren wir noch nicht. Da gehen wir noch hin, oder? So. 15. Juni. Strafanstalt. Besucherraum. Holly, du siehst so glücklich aus, wie eine Muschel in ihrer Schale. Für einen Anwalt ist das hier das Höchste. Der Ort, an dem die Schlacht beginnt. Pling. Brauchen Sie etwas? Ja, wir sind Anwälte. Ich hatte gehofft, wir könnten Herrn Woki Kitaki treffen. Tut mir leid, er wird gerade verhört. Das kann dauern. Verflixt. Nun gut, dann kommen wir eben später wieder. Soviel zum Thema Schlacht. Okay, das war's aber schon. Guck mal, wir gucken uns da oben erstmal die Kamera an. Diese Überwachungskamera starrt mich an. Ich frage mich, ob das alles aufgezeichnet wird. Ein Polizist. Ein Wachmann. Er steht da und beobachtet den Raum. Keine Ahnung, ob er unser Gespräch mithört. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt atmet. Okay, das war's, was es hier zu entdecken gibt. Okay, der ist also gerade nicht da. Das ist schlecht. Dann gehen wir halt zurück. Wo gehen wir denn jetzt hin? Können wir hier irgendwas präsentieren? Nee. Okay. Ja, aber wir können hier nichts weitermachen. Reicht das vielleicht? War das, was noch gefehlt hat? Nein. Weiter nach rechts. Ich will mich in den Volkspark, will ich da genau. War das vielleicht, was gefehlt hat? Kann ich jetzt mit ihr reden? Guck mal, sie futtert zumindest nimmer. Ja, aber es gibt hier nichts. Ich habe doch bestimmt hier irgendwas vergessen, oder? Hey, nicht mit dem Tatort rumspielen. Ja, aber wir müssen doch ermitteln.
Ermittlungen müssen von Probes mit wissenschaftlichen Methoden durchgeführt werden. Sie wird uns niemals den Tatort untersuchen. Moment. Moment. Pass auf. Wir gehen zu Phoenix in die Klinik. Dahin. Und von da aus in die Klinik. Weil er kennt Emma Sky. Ja, siehst du, hier geht's weiter. 15. Juni, Hickfield Klinik. Ah, ihr seid zurück. Gibt's Probleme? Oh, Polly, wolltest du Paps nicht etwas erzählen? Wer? Ich? Nein, ich bin okay, ehrlich. Was soll das? Also gibt es ein Problem? Nein, kein Problem. Ehrlich gesagt, ich habe da ein Verteidigungsgesuch. Verteidigungsgesuch? Das ist allerdings ein Problem. Hä? Ich habe die Juristerei an den Nagel gehängt. Ich bin kein Anwalt mehr. Das Gesuch ging an mich. Oh, stimmt. Du bist ja auch Anwalt, oder? Das macht er mit Absicht. So viel steht fest. So, und? Was hat es mit diesem Verteidigungsgesuch auf sich? Es hat mit dem Mord im Volkspark zu tun. Stell dir vor, wir haben Herrn Elduns Nudelstand am Tatort gefunden. Habt ihr das? Das ist allerdings ungewöhnlich. Von dem Nudelstand als Mordwaffe habe ich ja noch nie was gehört. Ich glaube, die Mordwaffe war etwas anderes. Du meinst, ihr wisst nicht, was die Mordwaffe war? Diese blöde Inspektorin lässt uns einfach nicht an den Tatort. Was ist das überhaupt für eine Inspektorin, die immer im Laborkittel rumläuft? Im Laborkittel? Hätte nicht gedacht, dass sie etwas damit zu tun hat. Sie kennen sie? Das könnte man so sagen. Okay. Also, Sie kennen sie, oder? Ich hab sie mal bei einem Fall getroffen. Ist etwa 10 Jahre her. Sie ging damals noch zur Schule. Das würde bedeuten, sie ist so alt wie ich. Das ist mein Paps. Er kennt sie einfach alle. Die von der Polizei. Oh, warte. Dann kennst du vielleicht auch den anderen Kerl. Den anderen Kerl? Den Traumprinzen auf dem Motorrad. Traumprinzen? Okay. Apollo, sag mir die Wahrheit über diesen Traumprinzen von Juicy. Zeig Verständnis für einen fürsorglichen Vater. Ja, er war am Tatort. Der sah aus wie Herr Gavin. Tat er das? Sie kennen ihn? Ich würde raten, dass es Christoph Gavins jüngerer Bruder ist. Sein Bruder? Wir sind entfernte Bekannte. Kantilen Gavin? Kantilen? Was ist Kantilen? Der heißt Kantilen. Rock'n'Roll-Gott. Kantilen? Was für ein süßer Name. So träumerisch. Ich wusste gar nicht, dass Herr Gavin einen Bruder hat. Und warum treibt er sich da draußen rum? Ich habe das Gefühl, dass ihr euch schon bald wieder begegnen werdet. Was war nochmal das Problem? Schwierigkeiten beim Untersuchen des Tatorts im Park, ja? Ja, diese Inspektorin lässt uns nicht. Geht ins Büro, in dem seidenen Zylinder findet ihr eine Flasche weißes Pulver. Versucht's damit mal bei der Inspektorin. Weißes Pulver? Ich hoffe, es ist nicht das, wofür ich es halte. Bringt es einfach zu ihr. Wird schon schief gehen. Ach ja, und grüßt sie von mir. Okay, das machen wir jetzt. So. Also. Das muss der Zylinder sein, den Herr Wright erwähnt hat. Sehen wir uns den mal genauer an. Huch. Wow. Weißt du, was das ist, Juicy? Als ich klein war, habe ich sowas mal in Papas Kleiderschrank gefunden. Ich dachte, es wäre Zucker, deshalb habe ich daran geleckt. Da war Papa sauer. Das wird immer verdächtiger irgendwie. Weißes Pulver behutsam in die Tasche gesteckt. Mysteriöses weißes Pulver, das angeblich Inspektorin Skys Laune anheben kann. Wir sollten mal mit der Inspektorin sprechen. Auf dem Fläschchen klebt ein Etikett. Kannst du lesen, was draufsteht? Nein, kein Wort. Ich bin mir nicht mal sicher, welche Sprache das sein soll. Schade, ich denke, das Fläschchen mit dem weißen Pulver bleibt ein Geheimnis. Ja, ich weiß natürlich, was es ist. Pömpelst du dir so in die Nase? Nein! Komm. Ja, sie weiß bestimmt, was das für ein weißes Pulver ist. Alles gut. Alles gut. Ich erkläre jetzt nicht, was das für ein weißes Pulver ist. Das kriegt er ganz alleine hin. So. Also, Volkspark. Da. Präsentieren. Na, nicht die Schüssel. Können Sie sich das hier kurz ansehen? Können Sie nicht sehen, dass ich gerade sehr, sehr beschäftigt bin?
Ja, ja, sie ist am Futtern. Ich weiß, dass sie am Futtern ist. Ich habe mich verdrückt. Es tut mir leid. Hier, das wollte ich dir zeigen. Fällt Ihnen dazu etwas ein? Ist das unmöglich? Wo haben Sie das her? Aus dem Büro. Sie arbeiten für die Anwaltskanzlei Wright und Partner, oder? Ja, so in etwa, ja. Inspektorin Sky, woher kennen Sie meinen Paps? Paps? Tut mir leid, wie war noch gleich dein Name? Susie Wright, die Tochter von Phoenix Wright. Was? Herr Wright hat eine Tochter? Sie wirken schockiert. Nun, wenn du Herrn Wrights Tochter bist und Sie sein Lehrling sind, dann kann ich in jeder Hinsicht helfen. Oh, danke. Aber Herrn Wrights Lehrling bin ich gewiss nicht. Dieses Pulver wird zum Entdecken von Fingerabdrücken verwendet. Fingerabdrücke? Na, es ist ein Erinnerungsstück an die Zeit mit Herrn Wright. Weißes Pulver. Was sind das wohl für Erinnerungen? Wenn Sie einen Beweis mit Fingerabdrücken finden, lassen Sie es mich wissen. Wir stauben die Fingerabdrücke sozusagen ab. Auf einmal ist sie wieder Feuer und Flamme. Ich habe hier einen Beweis. Was hältst du von dem? Tut mir leid, dazu fällt mir nichts ein. Ich glaube, Sie brauchen mehr als nur wissenschaftliche Hilfe. Fragen Sie mich ruhig, aber fragen Sie mich wissenschaftlich. Okay. Die Suche nach Fingerabdrücken gehört zu den Grundlagen der wissenschaftlichen Ermittlung. Ich bin ganz außer Atem vor Aufregung. Oh ja, ich auch. Sieht tatsächlich halbwegs interessant aus. Wenn Sie einen Beweis mit einem oder zwei Abdrücken finden, sagen Sie Bescheid. Die Schuhe, die Pantoffeln, da waren so Fußabdrücke drauf. Okay, wir untersuchen noch ein bisschen. Zum Beispiel kann ich jetzt dieses Messer hier anfriemeln. Ja, ich kann jetzt alles angreifen. So, das ist ein Messer. Eine kurzschaftige Klingenwaffe, um genau zu sein. Oh, Fachsprache. Der Angeklagte Woki Kitaki ist der Sohn einer bekannten Verbrecherfamilie. Die Polizei geht davon aus, dass es ihm gehört. Moment mal, war die Mordwaffe nicht eine Pistole? Hä? Sehen Sie sich das mal an. Da ist ein Abdruck auf dem Messer. Ein Abdruck? Vielleicht ist da auch ein verwertbarer Fingerabdruck bei. Dann wollen wir das doch mal untersuchen. Okay, das geht von alleine. Guck mal. Cool. Okay. Zunächst müssen Sie den gewünschten Fingerabdruck auswählen. Fingerabdruck auswählen? Sehen Sie sich den Griff genau an. Mhm. Sehen Sie? Dort ist mehr als ein Fingerabdruck. Die schwarzen Flecken? Ganz genau. Wählen Sie den Abdruck, den Sie untersuchen möchten. Ich hätte gern den da. Der ist schön groß und dick, weißt du? Okay, ich kann nur den da wählen. Naja, dann halt den. Gut. Gehen wir auf Spurensuche. Wow, sie glüht ja fast vor Aufregung. Du willst etwas Aluminiumpulver auf den Abdruck auftragen? Das geht ganz einfach mit A, verstanden? Die Talgrückstände binden das Aluminiumpulver. Sie müssen es bloß auftragen. Achso, also der Schweiß quasi von der Hand, der bindet das Aluminiumpulver. Nur auftragen und dann pusten. Pusten? Wie beim Pfeifen. Sie können doch pfeifen, oder? Sie müssen einfach Y benutzen. Früher auf dem DS musstest du wirklich reinpusten. Okay. Wow, toll. Das ist ja wie Zaubern. Ja, nicht wahr? Okay, probieren wir es doch mal. Es ist wichtig, dass der ganze Abdruck mit Pulver bedeckt ist. Keine Ahnung, wo der ist denn der ganze Abdruck? Ich mache einfach mal überall, ne? So. Ich weiß ja nicht genau, wo der Abdruck ist. So. Sieht aber gut aus, oder? Und dann pusten wir. Zum Glück. Für einen Asthmatiker ist das nicht einfach. Gut, klar. Wirklich beeindruckend. Und jetzt müssen wir die Abdrücke vergleichen. Auf der Wache können Sie Abdrücke vergleichen, um zu bestimmen, wem sie gehören. Das macht bestimmt nicht so viel Spaß wie das Finden der Abdrücke. Was jetzt? Okay, wählen Sie die Person aus, von der Ihrer Meinung nach die Abdrücke stammen. Sie haben bestimmt schon eine Vermutung, wem das Messer gehört. Ja, wird 19 Geschlecht männlich. Okay, dann analysieren wir mal. Oh, jetzt kommt es in den roten Bereich. Vergleich abgeschlossen. Übereinstimmung. Das heißt, die Fingerabdrücke gehören dem Angeklagten. Ja,
Ist das nicht großartig? Ah, das ist Wissenschaft. Das ist mein Leben. Apollo, sie brennt vor Begeisterung. Und bei mir brennt der Hut. Augen auf, Sinne geschärft. Der entscheidende Kampf steht noch bevor. Kopf hoch, Polly. Die Verhandlung hat noch nicht mal angefangen und schon verliere ich. Messer zur Gerichtsakte hinzugefügt. Aha. So. Bevor wir jetzt hier weitermachen, gehen wir erst an den Mülleimer und untersuchen. Da steht ein großer Mülleimer am Eingang zum Park. Du willst doch nicht etwa im Müll rumwühlen? Meinst du nicht, dass wir es tun sollten? Oh, ich habe nichts gesagt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich warte dort drüben. Nur um eins klarzustellen, Mülleimer zu durchwühlen ist nicht mein Ding, verstanden? Im Ernst jetzt? Man kann nicht mehr austauschen? Oh, okay. Ich dachte, wir könnten jetzt halt austauschen oder so. Nun gut, dann untersuchen wir erstmal weiter in Ruhe, ne? Messer haben wir ja schon. Diese Statue da. Diese Puppe soll aussehen wie ein Polizist. Ich habe so eine vor der Polizeiwache gesehen. Eine Puppe anstelle eines echten Körpers. Die Leiche des Opfers ist bereits mitgenommen worden. Glauben Sie, dass das Opfer der Dieb des Nudelstandes war? Meinst du etwa, dass jemand ihn umgebracht hat, weil er den Stand geklaut hat? Genau. Man muss auf sein Geschäft achten. Ganz im Stil von Little Plum Kitaki. Versuch bitte nicht allzu begeistert zu klingen. So, das Messer hatten wir schon, gell? Aber da steckt ein Messer im Boden. Mit den Fingerabdrücken des Angeklagten drauf. Das bedeutet, glaubst du, er hat es in das Opfer gesteckt? Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, aber es gefällt mir ganz und gar nicht. Da ist ein Mülleimer. Es muss hier einfach die eine oder andere Spur geben. Du und deine Mülleimer. Na los, setz dich nur selbst außer Gefecht. Bitte, siehst du denn nicht, dass ich meine... Hä? Guck mal, da ist noch ein Höschen. Oh, ist das von Plum? Wow, Apollo, du bist echt ein Spezialist im Höschen finden. Ach, hör auf. Moment mal, das hier ist nicht... Das ist nicht meins. Wurde dieses vielleicht auch gestohlen? Höchstens zur Gerichtsakte hinzugefügt. Okay, ich glaube, das ist das von Plum. Da hinten ist irgendwas, eine Bank oder so. Bänke stehen am Fluss, der durch den Park fließt. Ah, eine kleine Oase mitten in der Stadt. Ich wette, es kommen viele Kinder her, um im Wasser zu planschen. Der Fluss ist ein wenig tief zum Planschen und ein wenig dreckig. Nun, vielleicht lauschen sie dem Wasser und tun so, als würden sie spielen. Genau. Und das ist offensichtlich Herrn Elduns Nudelstand. Immerhin steht da Elduns in großen Buchstaben. Und das Zeichen auf dem Lampion kommt mir auch bekannt vor. Ach so, ja, stimmt. Es wird sicher nicht leicht, ihm das zu sagen, das mit der Leiche und so. Immerhin sind damit 3 unserer Fälle erledigt. Das stimmt. Herzlichen Glückwunsch, Apollo. Bleibt noch ein Fall übrig und der ist der schlimmste von allem. Mord. Gucken, da war irgendwas. Ah, die Plane wahrscheinlich. Rund um den Stand liegen blaue Planen auf dem Boden. Apollo, ich wette, das Opfer wollte hier picknicken. Genug Nudeln hat er ja dabei. Nicht anfassen, die Planen schützen den Tatort. Oh, ich schätze, die Polizei hat die Planen da hingelegt. Okay, also nicht anfassen. Sonst noch irgendwas? Den Eimer? Nee. Okay, jetzt befragen wir mal. Jetzt redet sie ja mit uns, oder? So, also. Der Bericht kam gestern Abend rein. Die Leiche sah so ähnlich aus wie jetzt. Abgesehen davon, dass sie echt war. Aber, ja, warum? Warum zieht eine Leiche einen Nudelstand? Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht mehr hier. Nun, was war denn die Todesursache? Eine Schusswunde an der Schläfe. Er wurde mit einer Pistole erschossen. Mit einer Pistole? Nicht so leicht zu beschaffen in der heutigen Zeit. Es sei denn, man ist Polizist. Oder Verbrecher. Zufällig heißt das Opfer Pal Meraktis. Ich habe eben erst einen Autopsiebericht erhalten. Meraktis Autopsiebericht zur Gerichtsakte hinzugefügt. Sehr gut. Ich meine, was ist das nur für ein Fall? Ich würde gerne davonrennen und diesen mysteriösen Nudelstand gleich mitnehmen. So mysteriös ist er eigentlich gar nicht. Wir sollten es ihr sagen, Apollo. Schließlich wissen wir, wem der Stand gehört. Das soll glauben, wer mag. Ich spiele keine Spiele, wisst ihr? Wir wissen, wem der Nudelstand gehört. Der Besitzer des Nudelstands ist Dr. Hickfield. Ein verdächtig aussehender Typ, obwohl er anscheinend Herrn Wrights Arzt ist. Nee.
wir gucken mal. Kevin ist 24, 19, 25. Oh, die ist 2 Jahre älter als ihr Verlobter. Ich gucke mir nur ein bisschen umgucken, weißt du? 15, 33 Jahre. Also, ja, komm, wir wissen natürlich, dass es Guy Noodle ist, oder wie er heißt. Wer ist der alte Mann? Das ist der Besitzer von Eldons Noodles, Herr Eldon höchstpersönlich. Er ist in seinem Stadtviertel sehr bekannt. Nicht schlecht. Herr Wright hat bei der Sache auf die richtigen Pferde gesetzt. Das hat mir eine Menge Arbeit erspart. Danke. Warum? Egal. Noodle stand zu Gerichtsakte hinzugefügt. Was war das Opfer überhaupt für ein Mensch? Was er gemacht hat? Er war Arzt. Ein Arzt? Langsam sehe ich eine Verbindung. Wer? Ich? Ich habe nur die Aufgabe, den Tatort zu bewachen. Inspektorin Sky, Ich war eine Weile im Ausland. Ich will als wissenschaftliche Ermittlerin arbeiten. Oh, Sie haben im Ausland studiert? Jawohl, in Europa. Forensik. Aber als ich zurückgekommen bin, haben Sie mich in die Kriminalabteilung gesteckt. Warum sind Sie nicht in Europa Forensikerin geworden? Nun, das war schon eine Möglichkeit, aber ich habe eine Menge Leuten hier Gefallen geschuldet. Gefallen? Sie war doch noch in der Schule, als sie ging, oder? Was? Was soll dieser Blick? Es gab da einen Vorfall, bevor ich ging. Aber Herr Wright und seine Leute haben mir geholfen. Ich schulde ihnen was. Ach, wirklich? Das wusste ich nicht. Wenn sie ein paar Jahre im Ausland war, dann weiß sie vermutlich nichts über Herrn Wrights Situation. So, der Angeklagte. Könnten Sie uns etwas über den Angeklagten berichten? Er ist der einzige Sohn der Familie Kitaki, oder? Woki Kitaki. Gut möglich, dass er der Sohn vom Boss ist. Aufführen tut er sich jedenfalls schon wie einer. Ohne Rücksicht auf Verluste, in der Strafanstalt. Verstehe. Warum wurde er eigentlich überhaupt festgenommen? Sie sind Strafverteidiger, oder? Aber Sie sind nicht zufällig seiner? Also eigentlich, doch, das bin ich. Nun, es gibt einen Zeugen, der das Verbrechen gesehen hat. Der Zeuge hat die Polizei gerufen. Er wird morgen vor Gericht aussagen. So, also, das Opfer. Können Sie uns noch mehr über das Opfer berichten? Nun, mal sehen. Er scheint Arzt in einem Krankenhaus in der Nähe gewesen zu sein. Er war wohl recht wohlhabend. Der Name der Klinik lautet Meraktis Klinik. Oh, vielleicht hat das Polizeiauto deswegen dort geparkt. Was ein Satz. Was? Sie sind bei der Klinik gewesen? Ja, aber es hängt halt mit dem Fall zusammen. Ich erzählte der Inspektorin die Sache mit dem gestohlenen Nudelstand. Ich verstehe. Das heißt also, Dr. Meraktis hat den Stand gestohlen und ihn den ganzen Weg hierher geschoben. So sieht's jedenfalls aus. Ja, aber warum? Fragen Sie mich nicht. Ja, und haben Sie schon mit dem Angeklagten gesprochen? Nein. Die Besuchszeit der Strafanstalt ist fast vorbei. Vielleicht sollten Sie lieber hier aufhören und sich auf den Weg machen. Ja, gute Idee. Wozu soll das gut sein? Wir haben einen Zeugen und ein Messer mit Fingerabdrücken. Hatte ich schon erwähnt, dass ich ein ganz mieses Gefühl bei der Sache habe? Keine Sorge, das ist beste Wright-Tradition. Ja, auf manche Traditionen kann ich wunderbar verzichten. Worauf ihr bestimmt verzichten könnt, goldene Brücke, Achtung, ist das Ende der Folge. Morgen machen wir weiter und dann tun wir mal den Angeklagten befragen. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Okay? Heute haben wir ordentlich viel erlebt. Morgen geht's weiter. Was?